Das war voll kitschig. Nein! Mo. Ein Mann, der einer Frau rote Rosen schenkt, ist nie kitschig, Luis. Ja, ausser wenn der Mann der Dorfpolizist ist und die Frau meine Mama. Hast du gesehen, wie sie hat strahlen? Ja, eben. Am liebsten hätte ich gesagt, hört Herr von Grüningen. Ein Polizist, der eine Täterin laufen lässt, die fiese Emma Blake, weil er ihr den Diebstahl von dem keltischen Armreif nicht mal nachweisen kann. So einen überkommt meine Mama nicht. Aber das bestimmt sie eben selber. Du siehst ja, wie fröhlich sie seither ist. Kannst schauen, der von Grüningen macht gleich Duzis mit dir, dann kommt der Promenade zu ab und alle so «Grüß dich, Herr von Grüningen», nur du so «Ciao, Rudi». Ja, oder «Ciao, Rüdu». Ja. Aber das Handy hat mir leid getan. Ihr Herz war wirklich gebrochen. Da taucht aus dem Nichts ein Gespendli auf, das Charlie-Handy, und dann verliert sie es gerade wieder. Voll traurig. Mega. Ja, aber dafür weiss das Handy jetzt, wieso dass sie fühlen kann wie ein Mensch. Ja, nämlich, weil bei ihr auch mal in einem Gewitter ein Geistesblitz hat eingeschlagen. Ich habe noch gedacht, ein Backup für das Handy wäre auch noch gescheit, zur Sicherheit. Und das Charlie-Handy haben wir ja dann nachher auch... Stopp, Luis! Nicht jetzt schon verraten. Wir erzählen schön von Anfang an. Mensch, vom Tennisturnier an? Ne, Ende 2 Tage vorher, wo wir unser neues Wellness eröffnet haben. Das war mega. Das Haus geragelt voll, das ganze Dorf und das halbe Unterland ist schauen. Oh ja, 9 Stunden habe ich bei Mama in der Küche von Casa Maria abgewaschen. 90 Stutz Sackgeld, Weltrekord. Ja, und ich habe im Eingang zum Wellness im Empfang Gäste begrüßt, Frotte-Sachen rausgegeben und sie eingeführt, wo was ist. Die Rutschbahn im Blauspad für die Kinder ist Hammer. Und die Glaswange im Hauenbad, wo man überall sieht, in die Grabungsstätte der Archäologen, so etwas hat kein anderes Hotel. Und dann Dampfbad, Sauna und Massage. Ja, eine Schoki-Massage, voll gestört. Also Schoki ist zum Essen, nicht zum Einschmieren. Das ist Gacko-Butter, Luis. Und das bieten wir nur an speziellen Anlässen an. Für das Wellness hat Grandma Miller im Sahnenhof 10 Millionen Franken geschenkt. Dem sagt man investieren, Luis. Dank diesem Geld haben wir erneuern und vergrössern. Es kommen wieder mehr Gäste, der Sahnenhof ist gerettet und ich werde die Hoteliere in 4. Generation. Und ich Detektiv in 1. Generation. Ah ja, eben, unser neuer Detektivfall. Ja, das Tennisturnier. Das Pallas hat auf dem Tennisplatz ein Benefizturnier gemacht. Benefiz heisst, man sammelt Spendengelder, also in diesem Fall für ein Kinderhilfswerk. Gegeneinander gespielt haben Jugendnationalteams aus europäischen Ländern. Und das Beste, zusammen mit dem englischen Team ist auch der Bob gekommen. Ja, als Ballbub. Nein, vor allem als Unterstützung vom Coach. Die kennen sich von denen, wo der Bob noch selber Tennis gespielt hat. Und weisst du, wieso hat das englische Team im Sahnenhof geschlafen? Weil es der Bobeli hat empfohlen. Ja, das macht eben ein netter Cousin aus England. Cousin? Ach, du mit deiner komplizierten Verwandtschaft. Sag noch einmal, also wie genau... Also, mein Grossetti und seine Schwester sind als Kind im Sahnenhof aufgewachsen. Dann sind sie erwachsen worden und haben gestritten, wer den Sahnenhof übernehmen darf. Die Schwester hat verloren, ist total verrückt in den Zug gestiegen und sie haben sie 40 Jahre lang nicht mehr gesehen. Aber als reiche, alte englische Lady ist sie zurückgekommen, um sich zu versöhnen. Die Grandma Miller. Genau. Aber ihre fiese Tochter, die Lady Blake, die will sich nicht versöhnen. Darum hat sie das Luxushotel Rosa bauen, für im Sahnenhof Gäste wegzunehmen. Und von ihren Zwillingen Bob und Emma steht der Bob auf unserer Seite, also von Grandma und von uns, und Emma auf der Seite von Lady Blake und der Rose. Ja, und Emma war 2 Jahre in Amerika als Influencerin Victoria mit diesen Giraffenwimpern. Und jetzt ist sie die Assistentin von Lady Blake. Dabei ist sie viel zu jung für so etwas. Eine Schlange und eine Jungschlange. Ja, so kompliziert. Ehrenwort. Also, ich erzähle jetzt den Detektivfall. Ja, eben. Am Tag nach der Eröffnung vom Wellness sind Tennisteams ins Dorf. Ich erzähle. Ja, also mach. Wir sind mit dem Sabari-Mops vor dem Sahnenhof gestanden und haben auf die Engländer gewartet.
Die haben am Flughafen voll einen Gar gemietet, mitsamt Chauffeur. Das haben fast alle Teams so gemacht. Alle halbe Stunde ist ein Gar die Hauptstrasse durchgekommen. Die Portugiesen sind ins Palas. Die Franzosen, die Belgier, die Italiener auch. Dann waren noch die Schweden und die Spanier und die sind richtig Rosen. Und endlich sind die Engländer zu fahren und haben vor dem Sahnenhof angehalten. Und wer ist gerade als erstes ausgestiegen? Der Prinz Bobelli. Ich habe ihn fast nicht erkannt. Ein ganzer Kopf grösser als das letzte Mal, aber ging noch gleich schleimig. Das sind gepflegte englische Umgangsformen, Louise. Wenn man auf dem Schloss von Grandma Miller aufwächst, dann lernt man eben so etwas. Vor lauter Höflichkeit hat er mir sogar nur die Hand entgegengestreckt. Aber ich habe ihn einfach umarmt. Etwa 2 Stunden lang. Ist schliesslich auch mein bester Freund, so viele Nächte, wie wir schon gechattet. Dein bester Freund? Ich denke, ausser dir. Ausser mir und mir ein Handy. Logisch. Das Team FLS ist etwas mega anderes. Eben. Dann haben wir den Bob an die Alpenstrasse aufgebracht, zur Grandma ins Chalet. Die hat sich mega gefreut, dass der Bob ist gekommen. Aber ja, sie war wirklich gar nicht mehr gut zu Weg. ja, sie ist ja auch schon 88. Ich war froh, dass der Bob für ein paar Wochen zugezügelt. Dann sind Fabi, das Handy und der Sabri-Mops wieder zu ab. Und da steht vor dem Sahnenhof der Gar von den Schweden. Und drinnen eine Rezeption, der Coach vom Team. Total verrückt. Ja. Und fragt, ob es noch freie Zimmer hat. Ja, sie kommen gerade von Rosen. Und dort haben sie eigentlich Zimmer reserviert. Aber die junge Hoteliere behauptet, von einer Reservation wüsste sie nichts. Und dann wollten sie ihnen die teuersten Zimmer von Rosen aufschnurren, mitsamt Last-Minute-Zuschlag. Ja. Aber wir haben im Sahnenhof zum Glück genau noch genug freie Zimmer gehabt. Und da hat der Coach in die Rosen angerufen und der Emma gesagt, sie können ihre Zimmer an einem anderen Dummen andrehen. Sie sind jetzt gerade im Sahnenhof abgestiegen. Boah, man hat die Jungschlange Emma in der ganzen Lobby gehört durch das Telefon schreien. Das werde ich ihm noch leid tun. Und der Fabi, ihre Mami, natürlich voll gestresst. Ja, ich habe gerade angesehen, was sie denkt. Jetzt nehmen wir der Lady Blake und der Emma Gäste weg. Wenn das nur gut kommt. Aber sie hat den Schweden Zimmerschlüssel gegeben und wir haben angefangen, die Lobby zu schmücken. Genau, für das Welcome-Apero für die Engländer am Abend. Ja. Ich habe den Schweden gerade gesagt, wir würden für sie am nächsten Abend selbstverständlich auch noch ein Apero machen. Voll gut auf Englisch. Wir haben noch Girlanden an Kronleuchter über einem alten Flügel gehängt. Also die Fabi hat gehängt und ich bin unten an der Bockleiter gestanden, um sie aufzufangen, weil sie runtergefallen. Ja, wärst aber schön flach rausgekommen. Das sind ja fast 4 Meter. Ja, aber das hätte ich dann schon geschafft. Ist ein super Engländer-Apero geworden. Und der Bob hat sogar noch ein bisschen geholfen. So ein Gentleman. Aber mein Sandy-Handy hat gefehlt. Ja, die hat so traurig. Lasst mich bitte allein hinter der Kommode an meiner Steckdosen. Sie hat einfach alleine traurig sein. Ja. Am nächsten Morgen habe ich den Paps gefragt, wie das ist, wenn man trauert. Wie man sich oder andere wieder aufmuntern kann. Dann überlegt der Paps, schaut auf die Uhr und sagt: «Weisst du was, Fabi? Ich komme schnell mit auf die Gassi-Runde mit der Cleo.» Ich bin auch mit. Und dann sind wir eine ganze Stunde zusammengelaufen. Und er hat erzählt und gesagt, eine Abdankungsfeier, das sei wichtig zum Abschied nehmen. Ja, und eine Erinnerungsstätte. Für das haben wir ja auf dem Friedhof ein Familiengrab. Und da haben wir es gecheckt. Er meint, die Fabi rede von Grandma Miller. Ja, also wie es wäre, wenn sie mal stirbt. Darum hat er sich so viel Zeit genommen. Mega lieb. Wo wir beim Chalet vorbeikommen, steht gerade Grandma Miller am Fenster und hat uns reingewunken. Mega bleich war sie. Ja. Sie habe vom Bob gehört, dass die Schweden von Rosen in Sahnenhof gewechselt. Das tue doch gerade wieder einen Keil zwischen Sahnenhof und Rosen schlagen. Und er... Nein, ehrlich, voll schlimm. Ich denke, die Fabi kippt aus den Schuhen. Sie wollen eine Versöhnungsnacht mit der ganzen Verwandtschaft machen.
jetzt wo der Bob gerade hier sei. Die Lady Blake sei doch trotz allem ihre Tochter und Emma ihr Grosskind. Und sie wünschen sich doch Versöhnung. Ausgerechnet mit diesen 2 Schlangen. Ich schlucke leer und sage, Grandma, das ist eine schöne Idee, aber die werden nie im Leben kommen. Aber da hat sie angefangen zu strahlen. Mal dir, Fabienne, sie kommen 100%. Das war ja sogar die Idee von ihrer Tochter und sie sei so happy, dass sie das auch eine gute Idee fände. Die Fabi ist da gestanden. Ich dachte, die fährt jetzt gerade laut an zu schreien. Boah, der Babs hat die Zähne zusammengebissen und genickt. Und ich dann halt auch. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Ja, auf dem Abweg warst du mega geladen. Ja, logisch. Aber dann ist der Louis heim, die Handy holen. Und als ich sie gesehen habe, habe ich gewusst, jetzt ist das Handy wichtiger. Dann sind wir runter in die KOG, die geheime Kommandozentrale Untergeschoss. Wir haben ja jetzt gewusst, sie braucht eine Erinnerungsstätte zum Abschied nehmen. Vielleicht am Ort, wo sie sich lernen kennen. Und wo haben sie sich lernen kennen? Im Internet. Ich sage zur Sandy-Handy, du, möchtest du zum Abschied einen schönen Erinnerungs-Rest-in-Peace-Insta-Account für das Charlie-Handy machen? Dann hat Sandy Handy ein Lächli-Smiley eingeblendet. Und sagt, ja, da hat das Charlie-Handy bestimmt eine Freude gehabt. Und sie fangen gerade an. Dann ist es ihr ein bisschen besser gegangen. Und wir sind rauf in die Lobby das Welcome-Apero für die Schweden parat machen, bis sie vom ersten Training im Palast zurückkommen. Mit dem Gar. Die faulen Säcke, ein bisschen trainieren und schon nur fertig. Der Grauzopf wollte noch den Kronleuchter einschalten, aber der hat nicht funktioniert. Wir brauchen eben fast nie. Ist ja nur so ein bisschen für das Ambiente. Es sei auch ein Vakuumkontakt von den Erschütterungen der Bauarbeiten, hat er gesagt. Er schaue das Dämon an. Im 5. haben meine Eltern die Schweden begrüßt. Ja, und dann ist Fabi an Flügel gehockt und hat wieder mal ein bisschen gespielt. Mamma Mia von ABBA. Das sind ja auch Schweden. Und das hat voll funktioniert. Ja. Die haben mega Freude gehabt und haben geklatscht und tanzt. Ja, und gumpet haben sie wie bei einem Konzert und noch eine Zugabe haben sie wollen. Ja, einer ruft «Dancing Queen» und ich so «Mist, das Lied kann ich nie». Dann habe ich mega überlegt, was ich spielen könnte. Und da sehe ich plötzlich Staub auf den glänzigen Flügel runterrieseln. Ich schaue rauf. Und der Kronleuchter ist ganz schräg gehangen und ist so hin und her gebambelt. Und dann plötzlich ein Ruck. Und ich einen riesen Gump vom Klavierstuhl weg. Und da kracht der Kronleuchter auf den Flügel runter. Durch den Flügel durch, auf den Boden. Ein Geschrei in der Lobby. Der Paps rennt zu mir und hilft mir auf, fragt, ob es mir gut ginge. Und dann hat er mich umarmt. Der hat genauso fest zittert wie ich. Ein mega Loch in der Tilly. Es ging noch Staub oben runtergekommen. Als er sich ein bisschen gelegt hat sich dann die Mami von Fabi 1000-mal entschuldigt. Und zur Erholung von diesem Schreck haben alle freien Eintritt ins Wellness bekommen. Und gerade als der Paps hat gesagt, das sei unerklärlich, schaue ich die Trümmer an und sehe mit drin die Girlande. Wo wir an Kronleuchter gehängt haben. Und ich, oh nein, ich bin die schuld. Ich habe beim Aufhängen sicher eine Schraube gelöst. Aber dann, beim Aufräumen, hat der Grauzopf plötzlich das Stromkabel vom Kronleuchter in der Hand und zeigt es um. Ich bin zuerst nicht rausgekommen, aber dann hat er gesagt, schaut mal, das Kabel hier ist nicht aus der Tilly ausgerissen. Das hat jemand mit einer Zange sauber abgezwackert. Jemand hat den Kronleuchter so vorbereitet, dass er oben runterkommt. Das ist Sabotage. Wir haben gerade gewusst, das ist ein Fall für das Team FLS. Am nächsten Morgen wollten wir anfangen ermitteln. Aber wir sind gar nicht dazugekommen, weil wo die Engländer und die Schweden beim Morgen gehockt, rennt auf einmal einer der Schweden rein in einer Aufregung. Alle ihre Tennisschläger sind kaputt.
alle Seiten verschnitten und im Sportraum und im Gang verteilt. Aber nur die Schläger der Schweden, die der Engländer, sind alle noch tipptopp, nicht angelenkt. Die Schweden haben natürlich zu den Engländern übergestarrt und die haben gerade aufgehört zu essen. Der Coach der Engländer steht auf und sagt, das sei eine verwerfliche Tat. Indeed, es tue ihm leid für die geschätzten Mitspieler aus Schweden. Das englische Team trage gerne bei zur Aufklärung dieser unerfreulichen Episode. Ein rechter Schwaffler. Nein, Luis, denk an britische Gentleman. Das Team FLS ist sofort in die KOG für die Lagebesprechung. Wir hatten 2-mal Sabotage. Ja. Der Kronleuchter beim Apero der Schweden und die kaputten Tennisschläger der Schweden. Ja, also hat jemand etwas gegen die Schweden? Ja, mega klarer Fall. Wir zack rauf. Der von Grüningen steht schon in der Lobby. Und ich so, Herr von Grüningen, die Emma ist im Fall total hässig auf die Schweden, weil die gestern aus der Rose sind ausgezogen. Sie hat am Telefon ja noch gekreit, das werde ich denen leid tun. Also steckt sie dahinter. Und ausgeführt hat sicher ihr Doofhandlanger Dave. Weil der hat ja früher im Sahnenhof gearbeitet und gewusst, wo das Bockleiter ist. Die er braucht für den Kronleuchter. Genau, nämlich im Schaft hinter der Rezeption. Und dann der von Grüningen so, gut überlegt, Luis. Er kratzt sich im Bart, überlegt und ich habe einen Geistesblitz. Die Überwachungskamera in der Lobby, die läuft, glaube ich, in der Nacht auch. Die Fabi, der von Grüningen und ich sind gerade ins Büro und haben die Aufnahmen angeschaut. Und prompt haben wir ihn gesehen, der Täter. Ja, aber sein Gesicht eben nicht, im Dunkeln. Nur einer, der mit der Taschenlampe im Mund die Leiter holt, am Kronleuchter rummechert und die Leiter wieder verräumt. Aber so wie er ist gelaufen, habe ich gesagt, das ist sicher der Dave. Ich war nicht so sicher. Und der von Grüningen hat auch gemeint, er vermute eher einen vom gegnerischen Team, also von den Engländern. Und er ist so, ja voll, weil als die Fabi und ich die Girlande aufgehängt haben, war es mega geläufig in der Lobby. Da hat das halbe englische Team gesehen, wo wir die Bockleiter geholt und verräumt. Auf jeden Fall hat der von Grüningen Fingerabdrücke von Leitern und vom Kabel vom Kronleuchter genommen und ist zurück auf den Polizeiposten. Dann hat das Handy in meinem Hosensack vibriert und wir sind in die KOG. Sie hat das Insta-Profil zur Erinnerung an das Charlie-Handy fertig gehabt. Voll schön gestaltet, mit Gedicht und schönen Wolkenbildern. Wir mussten gerade rennen. Dann haben wir entschieden, jetzt machen wir gerade noch eine kleine Trauerfeier. Ich bin ins Restaurant ein Röschel-Kerzchen holen. Ich habe es angezündet und die Fabi hatte eine Abschiedspredigt gehabt. Liebe Angehörige vom Team FLS, besonders liebe Sandy-Handy. Mit viel Schmerz nehmen wir Abschied vom lieben Charlie-Handy. Der sich tapfer hat geopfert, für das der von Grüningen die Diebe vom keltischen Armreif verhaften kann. Und wir danken dem Charlie-Handy, dass es Licht ins Dunkel hat gebracht, wieso das Sandy-Handy fühlen kann wie ein Mensch. Dann hat Luis sich mitten in meiner Rede mega die Nase geschnitzt. Ja, ich musste daran denken, dass es vielleicht auch mal für das Sandy-Handy so eine Trauerfeier gibt. Weil sie lebt ja auch nicht ewig. Und dass ich eigentlich einen Kompi bräuchte, wo ich von ihr ein Backup drauf machen könnte. Und dann hatte ich einen Geistesblitz. Ein Backup. Es könnte doch sein, dass die Emma vom Charlie-Handy auch ein Backup hat gemacht auf ihrem Computer. Hey, ist das Sandy-Handy auf das Mal aufgeregt gewesen? Sie probiere sofort der Emma ihren Computer zu hacken. Das Sandy-Handy wieder voll da. Mega schön. Mega. Wir konnten ihr aber nicht helfen und darum sind wir mit der Cleo Gassi gegangen. Ich habe noch Hundsgagel zusammengelesen, weil die Fabi musste chatten mit ihrem Bobeli. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn der ging im Einsatz ist gestanden im Tennisturnier. Ja. Und ich musste einfach wissen, was er findet wegen dem Versöhnungsnacht bei Grandma Miller. Und? Ja, er sei auch sehr besorgt, aber ein Versuch sei es wert. Das war ja klar. Am Nami habe ich am Empfang beim Wellness gearbeitet. Alles geragelt voll. Schweden, Engländer.
Und dann kommt noch der Dave und löst den Tageseintritt. Ich hätte ihn am liebsten davon gejagt. Ja, und der Vogrünigen ist auch noch gekommen. Ihr Hang eine Badetasche. Er wollte die Engländer befragen wegen dieser Sabotage im Kronleuchter und den Tennisschläger. So ein Schlaumeier, der wollte doch nur das Wellness ausprobieren. Ich habe ihm gesagt, Dave sei auch gerade im Wellness, ob er den nicht auch gerade befragen wollte. Dann hat er geknickt und ist rein. Und als er 2 Stunden später wieder rausgekommen ist, hatte er einen feuerroten Gring. Alle haben ihn befragt und niemand hatte ein Alibi. Alle haben gesagt, sie hätten geschlafen in dieser Nacht. Auch der Dave. Aber er befragt dann morgen noch die Mitarbeiter vom Sahnenhof. Vielleicht habe ja gestern am Abend jemand gesehen, wie jemand im Sportraum zu den Tennisschlägern sei. Aber das Dampfbad sei super. Und wenn es wieder Schokimassage gäbe? Dann hat er gesagt, er habe noch einen Streit geschlichtet. Ja, zwischen diesen 2 Physiotherapeuten von den Schweden. Der Alte mit der Glatze hat die Junge zusammengeschissen und ihr sogar noch Frottetücher nachgeschossen. Ja, aber der Vogrünigen hat keine Ahnung, wieso. Der kann ja kein Schwedisch. Nein. Auf alle Fälle ist er dann am Abend in Casa Maria essen. Ich habe der Mama in die Küche geholfen. Ihr Wort, die Fischsuppe hat sie richtig versalzen. Aber der Vogrünigen hat sie mega gerühmt. Es weiss nicht, wie gut war. Sie ist gerade rot geworden. So rot wie er mit seinem Saunagesicht. Aber das Beste ist erst noch gekommen. Nämlich, als ich im Wellness Feierabend gemacht habe. Ich leere den vollen Wäschekorb mit dem Badmantel für die Wäscherei. Und dann höre ich so ein komisches Geräusch. Ein Metalliges. Und was ist rausgefallen? Ein Kabelschneider. Einen, wo man damit wunderbar Stromkabel von Kronleuchtern abzwacken kann. Oder Seiten von Tennisschläger. Das Tatwerkzeug! Ich habe mich gerade gefragt, wer war an diesem Tag alles im Wellness? Antwort: alle. Vor allem der Dave. Ja, aber das Tatwerkzeug ins Wellness mitnehmen und dort in den Wäschekorb schmeißen. Also so blöd ist nicht einmal der. Ausser, er hat es vielleicht absichtlich gemacht, dass es die Fabi finden soll. Ja, habe ich auch gedacht, aber nicht gewusst für was. Dann habe ich den Kabelschneider aufgenommen, in einem Frottetuch wegen den Fingerabdrücken. Voll schlau. Ich habe im Wellness das Licht gelöscht und bin in Casa Maria zum Vogrünigen. Aber der war nicht mehr im Restaurant, sondern Luis. Ja, in der Küche, wo er meiner Mama und mir hat geholfen aufräumen. So ein Schleimer. Dass sie gleich fertig ist und noch Zeit hat für ein Gläschen Wein mit ihm in der Sahnenhofbar. Ja. Mega herzig. Aber wenigstens war die Mama dann so gut gelaunt, dass ich noch eine halbe Stunde mit in die Bar, bis die Fabi auch ins Bett musste. In der Bar habe ich dem Vogrünigen den Kabelschneider gegeben und er hat gesagt, er nehme am nächsten Morgen gerade die Fingerabdrücke. Die Bar war geragelt voll. Schweden, Engländer und alle haben natürlich über den Kronleuchter und die verschnittenen Tennisseiten geredet. Der Chauffeur der Schweden hat umgebraschagt. Da stecke sicher die junge Hoteliere von der Rose dahinter. So hässig wie die auf die Schweden waren nach dem Auszug. Ja, und er hat er noch von seinem Handy vorgelesen, aus dem Internet. Von so einer Seite, wo man über Hotel oder Restaurant motzen kann. Dem sagt man Bewertungsportal, Luis. Ja, eben, ja. Und dort haben ganz viele Leute über die Rose abgelästert. Vor allem Schweden. Ja, selber die Schuld. Man sollte halt nicht Gäste abzocken. Aber schlecht geschlafen habe ich in dieser Nacht wegen etwas anderem. Ja, wegen dem Versöhnungsnacht an der Alpenstrasse bei Grandma Miller am nächsten Tag. Albträume hatte ich. Die Grandma Miller hängt am Kronleuchter oben und strampelt. Und Emma mit riesigen Giraffenwimpern im Rücken fliegt um sie herum, ein Kabelschneider in den Hang und will den Kronleuchter abzwacken. Unten dran verfüttert Lady Blake Leo himbeerrote Luxemburgerli. Und dann liegt Leo plötzlich tot in einem kleinen Sarg. Und rundum tanzen 7 Zwerge mit dem Gesicht von Dave. Und der Bob als Prinz verkleidet schaut doof in den Sarg vor Leo und sagt, die Luxemburgerli seien, glaube ich, abgelaufen gewesen. Hä, das ist ja Weltrekord blöd. Ja, das ist ihm noch den ganzen Tag nachgelaufen. Ja, es war sowieso ein mühsamer Tag.
Ich in der Küche beim Abwaschen, der Vogelgrünige hat der Dave nicht gefunden zum Fingerabdruck nehmen und am Tennisturnier haben die Portugiesen auf einen Ranzen bekommen. Und erst noch gegen die Spanier. Ja, hätten halt besser müssen spielen. Pech haben sie gehabt. Ja gut, ein bisschen schon. Das hat der Bob am Abend auch gesagt. Mamma mia, der Abend. Der Fabi, ihr Lieblingsabend vom ganzen Leben. Versöhnungsnacht der Alpenstrasse bei Grandma Miller. Mit 5 Gängen auf Fischeier. Wer? Dem sagt man Kaviar Louise. Die Grandma hat eigentlich nur das Beste wollen. Wir sind mit dem Auto rauf, weil es so geschifft und wir schön angelegt waren. Die Mami sagt noch so, «Reiss dich zusammen, Fabi, mach's für Grandma Miller.» Und der Paps, «Fabi, gib dem Anlass eine Chance.» Die Grandma Miller schon an die Tür, überglücklich mit Tränen in den Augen. Ihre Tochter und ihre Enkelin sind schon da. Die sind doch extra früher gekommen, zum Grandma anschleimen. In der Stube beim Bob sind sie gestanden, stöckere Schuhe, Güppli in Hang. Dann habe ich ein Championsglas mit Eistee bekommen und die Lady Blake beim Anstossen so «Please, call me Eve.» Dieser Kuh sage ich nie im Leben den Vornamen. Dann die Lady Blake zu meinem Pap so «We are so happy. Das wird sicher ein schöner Abend.» Und mein Paps bleibt einfach nett. Smile, smile. Dann sind wir an rund Tisch. Mit Tischkärtchen. Ja, die Emma neben Bob, Zwillinge, ist ja klar. Nebendran die Lady Blake und der Paps, weil der redet ja mit allen. Das hat Grandma Miller gut überlegt. Neben ihm die Mami, dann ich und dann Grandma. Und neben ihr wieder die Emma. Und dann hat es die Fischeier gegeben. Und ein Süppli und eine Vorspeise und alle haben geschleimt. Ausser die Mami und ich. Der Bob hat ging so entschuldigend übergeschaut. Dann hat Lady Blake so richtig das Wort ergriffen. Sie würde unsere schwierige Vergangenheit gerne ruhen. Und wir sind doch eine Familie. Und Familie ist doch das Schönste, was es gäbe. Gemeinsam haben wir mit unseren 2 Hotel Rosen und Sahnenhof eine grosse Zukunft. Ich hätte am liebsten reingeschrauen, «Los, jetzt red doch mal über das, was du am Sahnenhof schon hast, das Leid gewerkt. Die Logi mit dem Flügel steigern, die Leo fast vergiften, die Feuerwerksabotage in unsere Schuhe schieben, den keltischen Armreifler klauen, dass die Ausgrabungen kein Erfolg werden und jetzt den Kronleuchter und die Tennisschläger.» Ist doch wahr! Ja, die Fabi ist alle halbe Stunde auf das WC für mir eine Sprachnachricht zu schicken. Und bei jeder ist sie irgendwie mehr explodiert. Einmal hat sie sogar Bitch gesagt. Ja, nur weil sie es nicht schafft, Gäste vom Sahnenhof zu vertreiben, dass man ihn verkaufen und sie ihnen übernehmen kann, hat sie es jetzt auf die nette Tour probiert. Unsere 2 Hotels sollten zusammenspannen. Dass sie nicht schon gesagt hat, meine 2 Hotels ist ein Wunder im Fall. Dann hat sie noch vorgeschlagen, wir könnten jedem Gast vom Sahnenhof beim Einchecken ein Kuvert mit Spielchips für das Spielcasino in Rosen im Wert von 50 Franken geben. Gratis. Und das wäre dann eine Win-Win-Situation. Ja, und Grandma Miller hat es geglaubt. Ja! Tränen sind ihr runtergelaufen vor Rührung. Und der Bob ist auch weich geworden. Und beim Show sagen hat Emma noch so interessiert da. «Oh, von eurem New Wellness, man hört so many compliments. Und sie müssen das ganz gleich ausprobieren.» Ehrenwort, zum Kotzen war das. Aber die grösste Überraschung vom Abend ist ja erst noch gekommen. Ja. Meine Eltern und ich fahren heim, laufen durch die Lobby. Und was steht dort, wo der alte Flügel ist gestanden? Ein neuer Flügel. Schwarz, Hochglanz, mega edel. Wir haben gar nichts mehr gecheckt. Auf dem Flügel ist das Kuvert gelegen. Ich mache es auf und ziehe ein Briefchen raus. «A present for Fabienne. Let us be family. Peace.» Also, ein Geschenk für mich und wir sollen Family sein und Frieden haben. Unterschrieben mit Emma und Lady Blake. Ich segere deine Mami. Mamma mia! Bocksteif ist die da gestanden, zusammengepresste Lippen. Dann schaut sie den Paps an und er «Sag jetzt nicht, du glaubst das Versöhnungsgeschwafel, sonst werde ich hässig.» Oh.
Babs spielt ein paar Töne auf diesem Flügel, schaut Marken an und zieht das Handy raus, tippt drauf um, dreht sich zur Mami um und sagt, der ist über 100'000 Franken wert. 100'000 Franken für ein Musikinstrument? Die spinnen. Ich habe meine Eltern in ihrem Schlafzimmer die halbe Nacht lang diskutieren. Die Mami hat geschumpft mit diesem Flügel, weil die Lady Blake und Emma nur, dass Grandma Miller glaube, sie wolle wirklich mit uns Frieden machen. Ja, nur, dass Grandma sie beim Sahnenhof im Geschäft mitreden. Ich habe geschworen, ich spiele keinen einzigen Ton auf diesem Logiflügel. Hast du noch mit dem Bobbeli gechattet? Jetzt können lassen. Wieso? Was hat er gemeint? Ja, so ein teures Geschenk mache ich doch nur jemandem, der es ernst meine. Und was hast du gesagt? Dass die Lady Blake schon manchmal vorne durch Frieden geschleimt und hintendurch gedreckelt. Und dass ihre Tochter Emma kein bisschen besser sei und dass sie jetzt schlafen muss. Oh. Ich habe mega mies geschlafen. Am nächsten Morgen ist es ja gerade wieder losgegangen. Ja, beim Morgenbuffet. Um 8:30 kommt einer von den Schweden zu rennen. Voll panisch. Mögt dem Coach zu, unter der Tür zu seinem Hotelzimmer laufen Wasser raus. Der packt seinen Schlüssel, wir rasen blitzartig auf in den 3. Stock. Und dann das. Der Gang nass, das Zimmer unter Wasser, die Badwanne voll, der Wasserhahn offen und im Wasser schwimmt ein Coach sein Tablet. Ein riesen Tohuwabohu. Ich habe die Sirene vor Feuerwehr gehört und bin zack über in den Sahnenhof. Boah, der halben Morgen haben sie Wasser abgepumpt. Und der Coach hat geflucht. Also, auf Schwedisch fluchen, das tönt Hammer. Ja, weil auf dem Tablet im Wasser sind die Spielpläne und sonst noch wichtige Angaben für das Turnier gewesen. Ja, wir haben gerade gewusst, das ist jetzt der 3. Sabotageakt gegen die Schweden und gegen den Coach. Die Fabi hat natürlich sofort behauptet, es sei der Dave. Ja, weil der weiss, wo die Schlüssel sind und dass die Rezeption und die Zeit nicht immer besetzt ist. Ja, und dann kommt gerade der Vogrünigen rein und neben ihm wer? Der Dave. Mit einem schadenfreudigen Grinsen. Ja, und da sagt Fabi zum Vogrünigen, super hat der Handlanger von Emma gerade verwünscht auf der Flucht. Dann der Vogrünigen brummig. Was Flucht? Auf seinem Töpfsiger rumgehangen und hat der Feuerwehr zugeschaut. Aber er nimmt ihm schon noch die Fingerabdrücke und sie vergleichen mit denen auf dem Kabelschneider und auf dem Tablet. Dann hat er noch den neuen Flügel angestaunt und gesagt, also da hat uns die Versicherung für den verschlagenen alten Flügel einen ganz edlen Ersatz gezahlt. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass der Flügel von Emma und der Lady Blake kommt. Ja, sonst hätte er auch noch geglaubt, die wollen Frieden machen und seien sicher unschuldig. Dann, gerade wo sie sind gegangen, kommt der Bob daher, vom Turnier oben runter und ziemlich verpüllt. Gerade im ersten Match hat ihn ein schwedischer Spieler über einen Haufen gerannt. Zum Trost hat er am frühen Abend eine Gratismassage bekommen, bei schwedischen Physiotherapeutin. Ja, und dann hat er mega mit der Fabi schnurren, nur um wieder ein bisschen gute Stimmung zu machen nach dem schlimmen Versöhnungsznacht. Ja, auch schon. Auf jeden Fall hat er mir erzählt, die Physiotherapeutin hat ihm gesagt, wieso sie und ihr alter Berufskollege gestern im Wellness haben gestritten. Nämlich, weil der schwedische Coach der alte Physio hat entlassen und jetzt müssen noch seine junge Nachfolgerin einschaffen. Und dann sofort so, boah, wenn der Coach der alte Physio hat entlassen, dann ist doch der mega hässig auf ihn. Also auch mega verdächtig. Hast du gesehen, wie der Bob hat genickt? Ja, ich denke klar. Weil so ist der alte Physio hauptverdächtig und nicht mehr seine Schwester. Nein, weil es logisch ist. Ja, auf der Abendrunde mit der Cleo habe ich dann gesagt, von morgen an müssen wir den alten Physio beobachten. Aber die Fabi hat weiter behauptet, es seien die Emma und die Lady Blake. Nichts habe ich behauptet. Aber mega laut vermutet. Das stimmt doch nicht. Für das bin ich sowieso zu müde nach der letzten Nacht. Ich bin ja dann schon um 7:30 ins Bett. Ich habe noch ein bisschen mit dem Bob gechattet, um zu probieren, einander zu verstehen. Aber das war einfach der Wurm drin. Ja, ich habe noch ein bisschen gegamet, bis das Handy verzweifelt hat angefangen. Sie hat es geschafft, Emma ihren Computer zu hacken. Aber ein Backup vom Charlie-Handy hat sie nicht gefunden. Es hat sie richtig durchgeschüttelt. Weil sie hat gemerkt, das Charlie-Handy ist endgültig verloren. Ja. Voll traurig. Ich habe dann gesagt,
Vielleicht gäbe es ja einen Handyhimmel, wo das Charlie-Handy jetzt zusammen sind mit anderen Handys. Du musst nicht grinsen, Fabi. Das tönt vielleicht bubbelig, aber Hauptsache, es hat das Handy getröstet. Ich habe nicht gegrinset, Luis. Ich habe gelächelt, weil ich finde es mega herzig. Ehrlich? Ja, voll. Also eben, ich habe der Sandy-Handy gesagt, Sandy-Handy, such du ganz fest das Internet ab für ein neues Geistesblitz-Handy-Gespendli. Und dazu hilfst du uns beim Detektivfall. Dann das Sandy-Handy so, ja eben, wegen dem Detektivfall. Etwas Interessantes haben sie auf dem Computer von Emma gleich noch gefunden. Nämlich eine Nachricht von Emma an die Lady Blake. Ja genau, wo sie schreibt, scheint es im Sanahof einen mega Wasserschaden gegeben. Jemand wollte anscheinend dem schwedischen Coach eins auswischen. Geschenk ihm recht. Und es nimmt sie ja Wunder, wer echt da dahinter stecke. Und dann noch ein Smiley. Wieso hast du mir das nicht gerade geschrieben? Ja, die wollen schlafen, so müde wie du bist. Dafür habe ich es Gustavo geschrieben und vom Feuerwehreinsatz erzählt. Wenn der nicht noch in Südamerika wäre, sie hätten halb so lange gehabt. Mein Bruder ist nämlich ein super Feuerwehrmann. Ja, und zum Detektivfall hat er was gemeint? Ja, wir sollen wegen dem Physio zum Vogrünigen. Darum sind wir am Morgen ja gerade auf einen Polizeiposten. Und was hat der Vogrünigen als erstes gesagt? Hä? Ja, ist ja gut. Fingerabdrücke auf der Kabelzange oder Bockleiter sind nicht vom Dave. Dann ich so, ja, wir haben sowieso einen anderen Verdächtigen, nämlich den alten Physio, der mega hässig war auf den Coach, der den entlassen hat. Dann nickt er von Grünigen. Ah, der, den er im Wellness hören streiten. Interessante Spur. Ja, genau. Und ich sage, also wenn er ihn befragen will, er sei vorhin mit den Schweden ans Turnier rauf. Und ob wir gerade mitfahren im Polizeiauto. Logisch hat er ja gesagt, dass du ihn noch ein bisschen lieber hast. Ich durfte vorne sitzen. Kaum oben ist der Vogrünigen auf das Turniergelände der Physio suchen. Ja. Die haben das Halbfinale gespielt. Genau, und wir haben den Chauffeur von den Schweden, der vor seinem Gar ist gestanden und eine hat geraucht, unauffällig in ein Gespräch verwickelt. Fabi hat sich mega schlau zuerst entschuldigt für die unerfreulichen Vorkommnisse im Sanahof. Und der Luis fragt, ob sich dort die Schweden auf das Tennis konzentrieren können, wenn du zwischen dem entlassenen Physio und dem Coach dicke Luft hast. So dick, dass man meinen könnte, es sei der Physio, der der Mannschaft das Leid werken. Dann sagt der Chauffeur, der alte Physio sei zwar gefrustet, aber sonst ein flotter Kerl. Das Leidwerken würde er nie. Ja, aber ich habe gerade angehängt, da können wir doch nicht sicher sein. Er wüsste ja auch nicht, wo das der alte Physio zum Beispiel am Morgen war, wo jemand im Zimmer vom Coach das Wasser laufen. Dumm gelaufen. Er hat es gewusst. Ja, er hat an der Alpenstrasse am Waldrand Vögel fotografiert und da ist der Physio den Berg aufgejoggt und nach einer Stunde total verschwitzt wieder oben nachgekommen. Der Physio hat doch mit diesen Sabotagen nichts zu tun. Da stecken die junge Hoteliere von der Rose dahinter, die so austickt, wo der Coach und das Team ausgezogen. Der Physio wäre so ein schöner Verdächtiger gewesen und jetzt hat er so ein Alibi gehabt. Dann drückt der Chauffeur seine Ziege aus, er muss jetzt ins Dorf tanken. Und da fragt der Luis schon wieder wegen Mitfahren. Ja, am gleichen Tag, zuvorderst in einem Polizeiauto und in einem Gar. Das musst du zuerst mal organisieren. Dann sind wir zu ab und mit der Cleo Gassi. Und als wir zurückkommen, schaue ich in der Lobby noch zu diesem verlogenen Flügel über und sehe wieder ein Kuvert drauf liegen. Mit einem Zettel drin. Geschrieben auf Englisch, noch mit ein paar Fehlern, aber ich habe fast alles verstanden. Achtung! Als die Schweden die Rose verließen, war Emma Blake sehr wütend. Und als sie im Sahnenhof eincheckten, drohte sie dem schwedischen Coach am Telefon. Das werde ihm noch leid tun. She's ruthless. Das musste ich nachschauen. Das heisst, sie sei skrupellos. Skrupellos? Komisches Wort. Ja, wir haben gedacht, sicher ein hässiger Schwede. Ein Schweizer würde nicht auf Englisch schreiben. Ja, und ein Engländer würde nicht so viele Fehler machen. Nicht Fabi schon wieder. Siehst, der sagt auch, die Emma stecke dahinter. Der weiss auch mehr als wir, aber kann es aus irgendeinem Grund nicht direkt sagen.
Ja, und dann kommt mir in den Sinn, dass ich der Fabi die Nachricht noch nicht vorgelesen habe, die Emma der Lady Blake hat geschrieben hat. Sie nimmt es Wunder, wer den Wasserschaden hat verursacht. Dann liest er sie vor und sagt, siehst du, die Emma weiss es auch nicht. Also steckt jemand anderes hinter diesen Sabotagen. Dann ich so, Luis, wenn es bei einem Satz wie «Es nimmt mich nur Wunder, wer das war», ein Smiley hat, dann ist das ironisch gemeint. Dann bedeutet es genau das Gegenteil. Also, dass sie sehr genau wissen, wer das war. Ja, und wieso hat der Vogrüniger vom Handlanger Dave keinen Fingerabdruck gefunden? Weil er vielleicht Händchen hatte. Oder weil die Emma und Lady Blake noch einen anderen Handlanger könnten haben. Ja, oder weil sie es eben doch nicht sind. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand, der so einen so teuren Flügel verschenkt, gleichzeitig das Leid werken. Der Flügel war kein Geschenk, sondern eine Logi. Ja, teure Logi. Ist es eine Logi oder nicht? He? Ja, haben wir das denn schon gewusst oder nicht? He? Ja, gewusst haben wir gerade gar nichts. Nur gestritten. Ja, genau. Und darum hat es dann in meinem Hosensack angefangen zu surren. Hört's auf und vertragt's euch. Wir sind doch das Team FLS. Sandy Handy hat endlich wieder zugelassen. Ja, und mitgeholfen. Ja. Sie wollen Dave sein Handy hacken und schauen, wo er am Morgen von dieser Wassersabotage war. Dann am Nami sind wir mit dem englischen Zettel gerade auf einen Polizeiposten. Der Vogrüniger hat gemeint, er gehe mal bei den Schweden Handschriftproben sammeln. Und übrigens, der Physio hat seine Fingerabdrücke gegeben. No Übereinstimmung. Und ein Alibi hat er auch. Wir haben nicht weiter gefragt. Wir haben ja selber schon gewusst, dass er joggt. Ja, und dann am Abend im Bett meldet Sandy Handy auch noch, sie sei jetzt ins Handy von Dave reingekommen. Laut dem Ortungsdienst war der auch den ganzen Tag auf einer TÜV-Tour. Ja, diesem Abend sind uns alle Verdächtigen abhanden gekommen. Ja, ich habe dann noch an diesem komischen Zettel herumgehört. Und du am Bob, gell? Mir hat es einfach mögen, dass der das Versöhnungsgeschwafel von diesen 2 Logimühler in Rosen hat geglaubt. Irgendwie bin ich mega traurig geworden. Der Chat ist ewig zwischen England und der Schweiz hin und her, aber kaum ist er in der Schweiz, verstehen wir uns nicht mehr. Haben wir dann vorgenommen, am nächsten Morgen mit ihm zu reden. Dann habe ich geschlafen und schon wieder so einen Mist geträumt. Ich stehe im Wellness und sehe durch die Glasscheibe über in die Grabungsstätte. Dort steht Emma. Und dort, wo man Ohren hat sie Wimpern von einer Giraffe. Sie macht ein Selfie, sieht mich und sagt, «My name is Victoria. Kannst du mir auch Emma sagen?» Neben ihr steht ein Sträfling, so schwarz-weiß gestreifte Gefängniskleider, im Mund eine Zigarette, im rechten Handgelenk so eine fette, goldige Uhr, die er mir bluffig entgegenstreckt. Und links ein keltischer Armreif. Klarer Fall. Der rosa Chauffeur, der den Armreif klauen konnte und darum hätte die Kiste müssen. Genau. Und dann bläst er mir den Rauch entgegen an die Glasscheibe. Und mir kratzt es im Hals und ich denke so im Halbschlaf, wieso schmecke ich den Rauch durch die Glasscheibe durch? Dann bin ich verwacht und nach was hat es im Zimmer gestunken? Oh. Mamma mia! Ich komme aus dem Bett, höre gerade, wie die Mami schreit, «Feuer!» Wir rasen raus, das Stegenhaus runter wie blöd. In der Lobby mega Rauch. Und dann haben wir gesehen, wo der ist rausgequillt. Aus dem Flügel. Das Chaos. Alarm und Panik im Sahnenhof am frühen Morgen. Richtig schlimm. Mir hat schon wieder die Sirene aus dem Schlaf geschrissen. Und dann sehe ich vom Bett aus durch das Fenster das Blaulicht. Noch einmal Feuerwehr drinnen im Sahnenhof. Die sind angerastet, sehen den Flügel rauchen und haben ihn mega mit Löschschaum zugespritzt. Also noch bevor das Feuer aus dem Flügel rauskommen konnte. Dafür die riesen Rauchschwaden im Stegenhaus. Ja, die Gäste haben mega gehustet beim Evakuieren. Ich habe sie dort draussen in Empfang genommen und mich 1 Million Mal entschuldigt. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Ja, und als sie gemerkt haben, dass es nur Rauch ist und kein Feuer, sie sind plötzlich ganz entspannt worden und haben sogar Selfies gemacht mit den Löschfahrzeugen. Ja, und gelacht dazu, wie wenn es Abenteuerferien wären.
Ehrenwort, weisst du, wie schadet das dem guten Ruf vom Sahnenhof? Die mit den Selfies waren im Fall vor allem Engländer. Ja, dafür hat der Bob den ganzen Morgen geholfen, lüften und aufräumen. Voll lieb. Ja, den ganzen Morgen geholfen. Und dann nicht nur lüften, sondern mit der Feuerwehr den Flügel wieder aus dem Löschschaum ausgraben. Voll grusig. Der Bodemann hat gesagt... Das ist der Feuerwehrkommandant? Genau, der Flügel, der sei futsch. 100'000 Stutz der Bach ab. Voll krass. Und dann schaut er in den Flügel rein. Und was findet er im Schaum? Eine Rauchgranate mit Zeitzünder. Ja, die Fabi hat sofort gesagt, da hätten Emma und Lady Blake dort versteckt. Nur darum haben sie den Flügel doch geschenkt. Aber so plump ist jetzt nie mehr. Der Chauffeur der Schweden, der als Erster beim Tatort war, hat beim Löschen ja auch gesagt, dass sie sicher die boshafte junge Hoteliere aus der Rose gesehen. Und der Vogrünigen hätte ja dann auch die Lady Blake befragen. Weit hätte er nicht müssen. Nein, weil die sind in diesem Moment durch den Haupteingang gestöckelt. Oh no! Was ist passiert hier? This is horrible. I'm so sorry. Die Emma hat richtig nach Schadenfreude gestunken. Ja. Und die Lady Blake hat umgeschaut und den Flügel gesehen und grosse Augen gemacht. Oh my God! What a masterpiece! Also, was für ein toller Flügel. Ja, und es freut sie, dass sich der Sahnenhof leisten kann, so einen teuren Flügel zu mieten. Und zum Glück sind die auch versichert. Dann sind sie das Wellness ausprobieren. Wegen dem sind sie ja gekommen. Das haben sie am Versöhnungsnacht gesagt. Und meine Mami schaut mich an und sagt, «Hast du Lady Blake ihren Blick gesehen, Fabienne? Das war nicht gespielt. Die haben von diesem Flügel wirklich nichts gewusst.» Da hat es Fabi natürlich verjagt. Wer sonst würde einen Flügel mit einer Rauchgranate in den Sahnenhof stellen? Sie auch sowieso nur eine billige Fälschung. Und dann ist sie mit dem Saberimops Gassi. Steinhässig. Aber ich bin gleich mit. Ich musste der Grandma Miller die Wahrheit über die 2 Schlangen erzählen. Das ist aber in die Hose. Ja. Die Grandma Miller ist in die Tür gestanden und hat gestrahlt. Der Bob hat von dem Versöhnungsflügel aus der Rose erzählt. Und das sei doch wonderful news. Und da hat Fabi gerade angefangen zu heulen und alles erzählt. Und dann ist die Grandma Miller ganz bleich geworden. Sie schaut mich an und sagt, «Fabienne, darling, I am so sorry. Der Flügel ist von mir.» Voll schräg. Mega! Das Versöhnungsbrief auf dem Klavier hat auch sie schreiben von ihrer Haushälterin. Dass wir, glaube ich, ihre Tochter meinen es ernst mit der Versöhnung. Aber auch war das eine dumme Idee. Das hat sie alles nur noch schlimmer gemacht. Und dann hat sie gerannt. Und der Saberimops hat auch noch gerade angefangen zu winseln. Der Grandma Miller ist so mies gegangen. Die Cleo und ich sind dann noch ein bisschen geblieben. Und ich bin zurück in den Sahnenhof und habe dem Vogrünigen und der Fabi ihren Eltern erzählt, der Flügel sei im Fall von Grandma Miller. Der Fabi, ihr Pap, so eine wirre Idee von dieser Grandma. Also langsam mache er sich Sorgen. Ja, und er war ja klar, von ihr kommt die Rauchgranate ja nicht. Also hat jemand anderes die in diesem Flügel deponiert. Aber wer und warum? Dann ist Luis mich abholen und wir haben auf dem Abendweg Krisensitzung gemacht. Ja gut, hat meine super schlaue Sandy-Handy wieder mitgedacht. Weißt du, was ich komisch finde? Bis jetzt waren alle Sabotagen gegen die Schweden gerichtet. Aber die Rauchgranaten eigentlich nur gegen Sahnenhof. Ja, und dann ich so, wer hätte wohl auf beides? Auf die Schweden und auf den Sahnenhof? Ja, logisch, die Lady Blake und Emma. Aber... Und der Zettel auf dem Flügel hat ja auch auf die verwiesen. Dann sagt Sandy-Handy genau richtig. Ich denke, der Zettelschreiber ist unser interessantester Informant. Wer ist er? Was will er? Und was weiss er mehr als wir? Die Fabi hat den Zettel zum Glück noch im Portemonnaie und vorgelesen. Und gerade auf Deutsch übersetzt. Achtung! Als die Schweden die Rose verließen, war Emma Blake sehr wütend. Und als sie im Sahnenhof eincheckten,
drohte sie dem schwedischen Coach am Telefon. Das werde ihm noch leid tun. Sie ist skrupellos. Da haben wir gedacht, einer der Schweden, der das alles mitbekommen hat, doch diesen Zettel geschrieben. Also gehen wir uns bei diesen Schweden mal ein bisschen umhören. Aber erst um die Nacht herum, dann sind sie im Haus. Ja, auch wenn es eigentlich ein bisschen blöd ist, sie mit etwas zu belästigen am Abend vor dem Finale. Die Schweden und die Engländer sind nämlich ins Finale gekommen. Teams aus dem Sahnenhof. Ja, trotz dem ganzen Theater. Ich wollte dann Leo in die Wohnung aufbringen und bin zum Lift. Der kommt aus dem Keller. Die Tür geht auf und drinnen der alte Physio, voll verschwitzt. Ich lächle mega gastfreundlich. Seid ihr wieder an der Alpenstrasse joggen? Und er, nein, er sei im Fitnessraum gsi. Und joggen tue er schon lange nicht mehr. Er steigt aus, ich fahre weiter und in meinem Hirn fängt es an zu arbeiten. Der joggt nicht mehr, aber der Chauffeur hat gesagt, er habe ihn beim Joggen gesehen. Also hat der Physio gelogen? Nein, der war ehrlich. Das hat der von Grüningen schon gesagt und ich habe es gespürt. Aber Spüren ist kein Beweis. Aber ein guter Hinweis. Und dem sollte man folgen. Ja gut, in diesem Fall hat der Chauffeur gelogen. Gelogen, dass er den Physio getroffen hat. Ja, wo er dann eben in Tat und Wahrheit nicht getroffen hatte. Ihr Wort, Detektiv sein ist so kompliziert. Also, das Team FLS ist in KG einen Schlachtplan machen. Erstens, am Abend den Chauffeur ganz harmlos in ein Gespräch verwickeln. Zweitens, am nächsten Tag am Vogrünigen sagen, dass Alibi vom Joggen sei gelogen war. Genau. Aber der Chauffeur ist den ganzen Abend nicht aufgetaucht. Dann haben wir halt im Bett noch ein bisschen gechattet. Und dann fragt das Handy, wie es eigentlich dazu kam, dass der Chauffeur behauptet, er hätte den Physio beim Joggen getroffen. Weil wir haben angetönt, der Physio könnte der Saboteur sein. Und daraufhin hat er ihn ja dann angefangen zu verteidigen. Und dann das Handy so... Ich habe das Gefühl, der Chauffeur hat dem Physio einfach ein Alibi geben wollen. Stimmt. Aber wieso macht er so etwas? Am nächsten Morgen um 9:30 sind die zwei Gäre von den Schweden und den Engländern abgefahren. Auf zum Turnier beim Palast, zum Finale. Mit dem Bob, der wieder fit war. Wir sind zu Fuss rauf mit dem Sabari-Mops. Schön auf einen Moment, wo die Teams sich eingespielt haben und der Chauffeur wieder beim Gar ist gestanden und hat geraucht. Dann ich so... So wie der dort ist gestanden, habe ich plötzlich das Gefühl, ich hätte den schon mal gesehen. Ja, gerade am Morgen. Nein, ich denke nicht so, Luis. Sondern früher, als Gast oder keine Ahnung. Das ist mir einfach so bekannt vorgekommen. Auf jeden Fall habe ich ihn dann wieder angeredet und mich nochmal entschuldigt für die Umstände im Hotel. Und er gerade so, sei schon gut, der Sahnenhof kann ja nichts dafür, dass sich die junge Hoteliere derart kriminell dem schwedischen Coach aus seinem Team rächen. Für ihr Alter sei die ja so etwas von skrupellos. Dann drückt er seine Ziege aus und sagt, der Match geht los. Er will schauen, marschiert ab. Und wir schauen uns an und gerade beide skrupellos. Die Übersetzung von Ruthless, wie auf dem Zettel. Entweder hat er ihn gelesen oder selber geschrieben. Auf Englisch, dass der Verdacht nicht auf ihn fällt. In diesem Moment kommt der von Grüningen im Polizeiauto zu fahren. Dann haben wir ihm das von dem gelogenen Alibi erzählt. Da kratzt sich der von Grüningen lang am Bart. Keibe interessant sei das, weil er hat den Physio beim Fingerabdruck ja auch befragt und der hat wirklich ein Alibi, aber ein anderes. Der hat nämlich nicht gejoggt, sondern im Fitnessraum gefittet und neue Arbeitsstellen gegoogelt. Er konnte so beweisen, mit dem Schrittzähler und dem Suchverlauf auf dem Handy. Dann Herr von Grüningen, also wenn ihr den Chauffeur befragen wollt, wir könnten euch behilflich sein. Er schaut nämlich gerade dann den Match. Hat funktioniert. Ja, und dann sind wir Richtung Tennisplatz. Und der von Grüningen so mega nett nimmt mir die Leine von Cleo aus der Hand, zwinkert mir zu und sagt dem Aufpasser beim Eingang zur Tribüne, das sei ein Polizeihund, der dürfe mit rein. Voll schlau. Die Tribüne kragelt voll. Der
Tennismatch war spannend. Die Zuschauer voll konzentriert auf den Platz gestarrt und wir haben von hinten die Gesichter nicht gesehen. Aber ich habe ihn gleich sofort erkannt, ein paar Reihen weiter vorne, an dem schwarzen Gilet, das er hatte. Ja, und die Hänge hat er so hinter dem Kopf verschränkt. Genau. Und aufgefallen ist mir vor allem seine fette, goldige Uhr, die in der Sonne so glänzt. Und ich denke noch so, genau wie die Uhr, die mir in diesem blöden Albtraum der Häftling in den schwarz-weiß gestreiften Kleidern hat entgegengestreckt. Dann tippe ich dem Vogrünigen auf die Schulter und sage, der dort vorne mit dem schwarzen Gilet, der ist es. Und zeige auf ihn. Und in diesem Moment baut Cleo. Der Chauffeur dreht den Kopf und sieht, wie die Fabi auf ihn zeigt. Vor allem hat er den Vogrünigen gesehen, in seiner Polizeiuniform. Er starrt ihn an und der Vogrünigen starrt zurück und sagt «Sternenhagel». Dem seine Visage ist mir gestern schon bekannt vorgekommen, aber ich weiss nicht woher. Und in diesem Moment kumpelt der Chauffeur auf und rennt davon. Der Vogrünige ruft laut «Bleibt stehen! Polizei!» Der Chauffeur rennt auf einen Tennisplatz, mitten während dem Finalspiel. Ein riesiges Geschrei bei den Zuschauern. Aber wir sind ihm nachher wie nichts. Auf der anderen Seite steht der Bob im Baububdress, checkt gerade, was abgeht und stellt sich dem Chauffeur todesmutig weg. Aber der putscht ihn einfach auf die Seite und rennt weiter zum Ausgang. Wir hingen nachher. Der Vogrünige rutscht auf dem Sandplatz aus und fliegt voll auf die Nase. Cleo baut wie blöd. Und ich rufe, «Lasst Cleo von Leine!» bis da endlich die Leine hat offen hatte. Aber dann ist der Sabri-Mops wie eine Rakete an uns vorbei. Als wir auf den Parkplatz rauskommen, hechtet der Chauffeur gerade in seine Karre auf den Fahrersessel, lässt den Motor laufen und die Türen schliessen. Da kumpelt Cleo in der letzten 100. Sekunde noch rein. Dann ist der Gar davon. Der ist hin und her geschwenkt, links und rechts. Auch hat sich der Chauffeur gegen die Cleo wehren. Bis der Vogrünige endlich bei uns war, haben wir den Gar schon gar nicht mehr gesehen. Wir zack ins Polizeiauto. Ich vorne und voll mit Blaulicht und Sirenen hinten nachher. Dann haben wir ihn wieder gesehen, gerade als er ein Blumenbeet hat überfahren. Dann ist er weiter durch das Dorf, voll Karacho. Wir hatten ihn gerade bei Rosen eingeholt. Wenn nicht genau dann die so blöde Rössli-Kutsche um eine Ecke wäre gekommen. Der Vogrünige hat voll auf die Klötze müssen. Er hat sofort die Sirene abgestellt, dass die Rösser nicht klüpfen und durchgehen. Dann mussten wir einen Moment vor der Rose warten. Mir hat das Herz bis in den Hals aufgeschlagen. Der Vogrünige schaut in den Rückspiegel, uns in die Augen und sagt, ein Motiv sehe er jetzt noch keins. Aber er hat eine ziemliche Vermutung, wer der Chauffeur könnte sein. Aber in diesem Moment ist die Kutsche vorbei und der Vogrünige wieder voll auf das Gas mit Blaulicht und nach einer Minute haben wir den Gar wieder gesehen. Ja, als er in die Promenade ist eingebogen. Und zwar von der falschen Seite. Ja. Das ist eine Einbahnstrasse mit Gegenverkehr. Und auf der Promenade hat es ging Spaziergänger. Ich habe geschrauen, das ist Wahnsinn! Wir hingen nachher. Der Gar ist hin und her geschwenkt wie besoffen. Beim Kiosk hat er einen Ständer mit Postkarten abgeräumt, dann über auf die andere Seite und genau vor dem Polizeiposten gibt es einen mega Knall. Nämlich, als er mit seinem Gar in eine Strassenlampe hineingefräst. So fest, dass die Lampe vorne runterkracht und ein Loch in die Scheibe schlägt. Gerade gross genug für Cleo, aber mit mega Scherbe am Rand. Und ich so, «Nein, Cleo, komm nicht raus, das schnitzt dich!» Aber die voll ein riesen Satz und das war sie. Und für den Chauffeur war das Loch zu klein. Dann wollte er die Türen aufmachen, aber die hat geklemmt. Und die andere Tür ist genau an der gemauerten Blumenrabatte gestanden und darum auch nicht aufgegangen. Der Chauffeur der hat schön blöd geschaut. Ich sage so, schau mal, der ist in seinem Fahrzeug eingesperrt, genau wie das letzte Mal der Rosenchauffeur mit der Emma, weil das Charlie-Handy doch die Zentralverriegelung hat blockiert. Dann brummelt der Vogrünige. Ja, genau. Der grossmullige frühere Starfotograf, der wegen der Emma ins Gefängnis musste, weil die ihn hat verraten. Und in diesem Moment schaue ich den Luis an. Und ich die Fabi. Und bei beiden ist das 20 runtergefallen.
Der Chauffeur ist sicher am rosa Chauffeur sein Sohn. Der sich an Emma rächen wollte, weil sein Vater wegen ihr im Gefängnis hockt. Krass! Wenn er besser rasiert wäre, hätten wir schneller gesehen, dass er ihm mega gleicht. Der hat gar nicht probiert abzusäckeln. Richtig aufgegeben hat er. Dann hat der von Grüningen ihm Handschuhe angelegt und ihn befragt. Und wirklich, ja, er sei der Sohn vom rosa Chauffeur. Und er könne einfach nicht damit leben, dass die Emma auf freiem Fuß sei, während sein Vater im Gefängnis hocken müsse. Und er hat alles zugegeben. Kronleuchter, Tennisschläger, Wasserschaden im Zimmer vom Schwedencoach, Rauchgranaten im Flügel. Alles hat er gemacht, dass Emma die Hauptverdächtige ist und Schaden nimmt. Aber schön in die Hose. Das Mal waren wirklich nicht Emma und Lady Blake die Schuld. Gell, Fabi? Die Engländer haben das Turnier gewonnen und wir haben am Abend noch ein Siegesfest auf die Beine gestellt. Der Bob hat voll nett mitgeholfen. Ich bin froh, haben wir Frieden gemacht. Schon ein bisschen schleimig, das Umarmen. Einer, der tatsächlich glaubt, die zwei Schlangen Rosen wollen sich versöhnen. Die Mami hat gesagt, er sei vielleicht ein bisschen gutgläubig. Aber das heisst eben auch, dass er trotz allem an das Gute im Menschen glaube. Und das sei wichtig. Ja, ich habe ihn gleich nicht besser mögen als vorher. Auf jeden Fall hat Grandma mir für die Lobby wieder einen Flügel geschenkt. Voll nett. Mega! Und beim Tennisturnier haben sie für das Kinderhilfswerk 100'000 Franken gesammelt. Und der von Grüningen hat der Küche von Maria der Luis gerühmt, dass die Ohren gewackelt haben. Was ihr Bub doch mal für einen super tollen Jungpolizist gab. Er hat mir sogar auf die Schulter geklopft. Ja, und er hat Maria richtig stolz gestrahlt. Und die drei stehen so zusammen beim Herd und... Weißt du, was ich gedacht? Nein. Hoffentlich gibt der von Grüningen der Maria jetzt ein Münzchen. Also, ich habe nichts Sättiges gedacht. Das kommt noch, kannst du schauen. Spätestens, wenn er Dutzis macht. Der Rudi. Dafür hat mit Grandma Miller gedauert. Sie war so schlecht zu Weg und niedergeschlagen. Sie hat nicht einmal den Turniersieg von ihren Engländern feiern. Da habe ich ein paar feine Sachen vom Buffet gepackt und wollte es an die Alpenstrasse bringen. Und gerade als ich zum Sahnenhof rauskomme, sehe ich die Emma und die Lady Blake vorbeifahren. Ganz langsam, damit sie reinspienzeln können. Da sieht mich die Lady Blake, lässt die Scheiben runter und winkt mich her. Und ich, blöde Kuh, bin wirklich zum Auto gegangen. Ich weiss heute noch nicht, wieso. Neugierig halt. Das sagt sie so verlogen, vorwurfsvoll, so hingerlistig. I see. Big party in der Sahnenhof. Und my dear Mom sitzt in ihrem Chalet ganz allein. Aber Emma und ich lassen sie nicht im Stich. Wir gehen sie besuchen. Die ist so falsch. Ja, und dann kuschelt sie. Weißt du, Little Fabienne, wenn deine Grandma Miller wird sterben, wer wird dann all ihren Besitz erben? Mir ist es kalt, der Rücken zu durchab. Wenn Grandma Miller stirbt, überkommt alles ihre Tochter. Die Lady Blake. Und dann gehört der Sahnenhof sozusagen ihr. Sie lächelt zuckersüß und die Giraffe wimpern Emma auf dem Beifahrersitz noch zuckersüßer, lässt die Scheibe wieder rauf und fährt Richtung Alpenstrasse. Zur Grandma schleimen. Es hört einfach nie auf. Vor allem hat Grandma die Versöhnungslogik irgendwie mehr geglaubt. Dann musste ich in die Kau gehen, um kurz alleine zu sein. Einfach zum Nachdenken, wie wir ihr beweisen können, dass es der Lady Blake und der Emma nur darum geht, irgendwann die Kontrolle über den Sahnenhof zu bekommen. Da ist der Luis gekommen, weil er mich gesucht hat. Mega lieb. Ja, ich weiss jetzt gerade nicht mehr, wieso. Sicher Gespüri. Siehst du, Gespüri ist ein Hinweis. Und Hinweisen sollte man nachgehen. Die Fabi hat ein bisschen gerannt. Und ich sage, Fabi, wir kämpfen weiter. Du wirst die 4. Gastgebergeneration auf dem Sahnenhof. Wir sind das Team FLS.
Und in dem Moment fängt das Sandy-Handy im Hosensack von Luis an zu surren wie gestört. Der Luis zieht sie raus und dann Mir hat es fast aus den Socken gehauen. sagt das Sandy-Handy, «Hört mal!» Und da hören wir eine Stimme. Eine aus dem Internet. Von mega weit her. Und die sagt, «Sandy-Handy, hörst du mich? Ich bin da. Ich lebe.» die Stimme vom Charlie-Handy. Und wir schauen uns an und beide so, «Wie ist das möglich?»